mit ihm gesprochen, habe mir erklären lassen, was genau das auch so Innenblick denn bedeutet und hab direkt so eine Wärme für die Idee empfunden, bin nach Hause gegangen und hab's meiner Frau erzählt und die sagte, ja, warum hast du nicht zusagt? Bist du blöd? Das ist doch genau das, was du immer wolltest. Und meinte ich so, wie meinst du das? Und dann sagt sie, ich kenne dich ja, also wir haben nie drüber geredet, aber genau das, was du mir jetzt erzählst, willst du, ist genau das, was du kannst. Das ist dein Verein, du kannst in deinem Verein deine Stärken einbringen und machst dein Hobby zum Beruf. Und immer wenn man Hobbys zum Beruf macht, dann macht man sie meistens ja ganz gut. Und sagt, ruf den Carsten an, du machst das. Ich sehe den Karneval nicht als Spaßveranstaltung, sondern für mich ist das kölsches Kulturgut und ich hoffe sehr, dass das erhalten bleibt, weil gerade in diesen Zeiten merkt man auch sehr, wie die Menschen danach gieren, einfach mal sich fallen lassen zu können mit einer gewissen Form der Leichtigkeit, wo nichts zwangsweise passiert, sondern sie einfach nur fröhlich sein dürfen. Bis der Nubbel brennt. Der Kölner Karnevalspodcast. Bis der Nubbel brennt. Herzlich willkommen zu Bis der Nubbel brennt. Wir wagen ganzjährig den Blick aufs Kölsche, aufs Karnevalistische, auf Aktuelles, Hintergründiges, Launiges. Also immer mal wieder aus mehreren Blickwinkeln und da passen die beiden heutigen Gäste definitiv perfekt, denn es trifft so ein bisschen ein Immi auf ein urkölsches Mädchen. Da freue ich mich ganz besonders. Einmal Sherry Reeves, tief verwurzelte Kölnerin auf jeden Fall mit Fußball-, Moderations- und Entertainment-Expertise. Hallo Sherry. Hallo, grüß dich. Und zum anderen ganz erfolgreicher Unternehmer, der Gründer von Sparhandy und ich würde sagen Parade-Immi mit kölschem Herzen und mit dem großen Willen, neuer Präsident des 1. FC Köln zu werden. Wilke Strohmann. Hallo Wilke. Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung. Ich sagte es gerade, also Immi trifft Urkölsche, aber dennoch, das werden wir heute auch noch ganz genau rausfinden, sind es definitiv zweimal 100% Köln. Sherry, an dich die erste Frage und auch ganz einfach, ich sagte es Urkölsch. Was bedeutet für dich Köln? Das wäre aber doch schwierig. Nee, ist in Ordnung. Es wäre einfacher gewesen, wenn du gesagt hättest, was bedeutet für dich der 1. FC Köln? Das wäre sehr viel einfacher gewesen. Machen wir gleich. Ja, das ist schon klar. Ja, für mich ist Köln eine Stadt. Ich habe interessanterweise gestern auf der Rückreise von München einen Düsseldorfer kennengelernt. Und das Schöne daran war ja schon mal, dass Köln zuerst kommt auf der Strecke und dann kommt Düsseldorf. Und dann habe ich zu dem gesagt, wie jetzt Düsseldorf? Ja, aber es ist eine super Stadt und bei uns kann man tolle Sachen machen. Es ist einfach so viel toller als Köln. Und dann sage ich, was habt ihr nicht? Ja, was weiß ich, dass wenn ich erste Liga spiele, sage ich, nee, was habt ihr nicht? Und dann sage ich den Dom. Und er so, ja, das ist doch egal. Und das ist eben nicht egal, weil wir haben also mit dem Dom natürlich, ich finde, die schönste gotische Kathedrale der Welt. Und es gibt Menschen, die zum Beispiel aus den USA aus dem Bahnhof rausfallen auf den Bahnhofsvorplatz und sagen, it's like a fairy tale. Und es ist tatsächlich so. Ich glaube, es gibt sehr viele Kölner immer noch, die noch nie in dieser Kirche waren. Da bin ich 100% von überzeugt, die dann sagen, da kann ich immer noch hingehen, irgendwie so. Aber das ist das, was die Stadt aus meiner Sicht besonders macht. Ich finde, es hat so eine Energie, die es ausstrahlt. Man sieht es halt von vielen Autobahnen aus. Ich glaube, A4 ist das Aachen, wenn du runterfährst, was ja ein bisschen tiefer liegt in dieser Kölner Bucht. Und das ist so für mich der erste Fokus in Köln, was Köln ausmacht. Wilke, du bist gebürtiger Ostfriese, bist dann, glaube ich, mit 25 ungefähr, bist du nach Köln gekommen. Wenn Sherry das gerade so beschreibt, bist du damals mit dem Auto gekommen oder mit dem Zug und bist auch eben am Hauptbahnhof, am Dom angekommen? Oder was war so der erste Eindruck überhaupt? Da kann ich mich nicht dran erinnern. Genau, ich war also irgendwie das ist jetzt sehr beleidigend 24. Für uns Kölner. Ich bin mir relativ sicher mit dem Auto gekommen, würde ich tippen. Die Verbindung ich fand das ganz interessant, die Verbindung zum Dom und die Differenzierung Köln-Düsseldorf am Dom festzumachen, habe ich noch nie so gemacht, weil mein Blickwinkel natürlich, ich bin in Ostfriesland groß geworden, ein Örtchen, 25.000 Einwohner, im Winter oder überwiegenden Teil des Jahres relativ menschenleer, sehr nah am Strand und im Sommer unfassbar voll mit halb Nordrhein-Westfalen, die dort Urlaub machen und habe also da eine ganz andere Mentalität und Lebensart kennengelernt, mit der ich groß geworden bin und bin dann nach Köln gekommen und für mich war Köln erst gar nicht, also hab ich so gar nicht mit dem Dom verbunden und habe natürlich auch diesen Unterschied zu Düsseldorf gar nicht
parat gehabt, weil mich Düsseldorf gar nicht interessiert hat und also auch heute noch nicht interessiert, aber auch damals auch schon nicht interessiert hat, sondern mich hat nur Köln interessiert und da hat man natürlich eine ganz andere Wärme, ein ganz anderes, also die rheinische Lebensart, das kölsche Lebensgefühl, das ja jeder irgendwie immer beschreibt, merkt man halt, wenn man aus diesem Kontrast aus Norddeutschland kommt und hier hinkommt. Diese Lebensart wird wahrscheinlich auch ähnlich vergleichbar in Düsseldorf sein. Natürlich nicht, ne, fehlen die letzten 10%, aber ich würde sagen noch mehr. Ja, mindestens, genau. Ja. Also, aber es ist auf jeden Fall, ne, hier eins, was in der Region verwurzelt ist. Und das war für mich irgendwie dieser Unterschied und bin angekommen und das hat mich halt direkt gepackt. Und ja, dann ist irgendwann der Dom dazugekommen. Aber du hast recht, sind die Menschen natürlich letzten Endes, die Stadt ausmachen. Und es gibt ein schönes Beispiel, ich weiß nicht, ob du diesen Schriftzug kennst, Liebe deine Stadt. Ich habe Liebe deine Stadt als Bild zu Hause, als Bild im Büro und die Buchstaben separat in unserem Besprechungsraum im Büro. Also ich liebe das Liebe deine Stadt. Ich finde es gibt eine tolle Geschichte nämlich dazu, dass der Künstler im Prinzip eine Stadt gesucht hat, auch in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ist das nicht ein Hamburger Künstler gewesen? Bauer heißt der wohnt in einem belgischen Viertel. Oder wohnt in Köln. Genau, und es war nicht selbstverständlich, dass es in Köln landen sollte. Aber als man dann im Rat festgestellt hat, dass man das vor das hässlichste Fliesengebäude der Stadt gestellt hat, um zu sagen, jetzt ist es da wieder schön, das passt halt zu Köln und dann hat es für ihn, glaube ich, auch wunderbar gepasst. Das stand ja, bevor es da an der Nord-Süd-Fahrt unter Erfahrung steht, stand das mal auf der anderen Rheinseite. Ja. Und da gibt's davon habe ich so ein Foto von ihm erworben, dass das von hinten fotografiert und man sieht halt diese wunderschöne Stadtkulisse mit dem Dom und sieht das Liebe deiner Stadt spiegelverkehrt davor stehen und das ist ein unfassbar schönes Bild. Zerbrochener Charme. Ja, das stimmt. Aber dann sagte ich es, glaube ich, richtig Parade, Immi, weil ich glaube, das kannst du am besten dann beurteilen, als Urkölsche. Das sagt man ja immer allen nach, die irgendwie hier mal herkommen und sich dann in diese Stadt verlieben. Das geht tatsächlich irgendwie allen so, oder? Ja, es gibt halt nichts dazwischen, finde ich. Also man mag die Stadt oder man findet die hässlich und dreckig. Ich mache eine Stadt grundsätzlich nie an den Menschen fest. Wenn ich verreise, ist es für mich immer wichtig, der Kultur und den Menschen insbesondere zu begegnen. Und wenn ich dann nach Hause komme, dann habe ich ein Tränchen, weil ich super nette Menschen kennengelernt habe, die mir so ein bisschen auch ihr eigenes Leben und ihre eigene Kultur präsentiert haben. Und das ist in Köln, finde ich, seit jeher genau das Gleiche. Allerdings auf der anderen Seite, das wirst du sicherlich auch gemerkt haben, dass dieses ganze kölsche Gut auch stückweise verschwindet. Man sieht es im Karneval natürlich auch schon, dass es die Art von Bands nicht mehr so gibt, dieses Lebensgefühl auf der Bühne und man kriegt das ja von den Bands selber auch mit, die dann sagen, ja, es ist alles nicht mehr so, wie es vorher war. Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin keine Band oder kein Bandmitglied, aber ich kann mir das gut vorstellen, weil man kriegt das ja auch schon mal mit, so bei Büttenrednern, da hört doch kaum noch jemand zu. Also solche Sachen halt, ne, irgendwie das wird einfach weniger. Ich finde, als letztes noch, was ich super finde im Kölner Karneval, um da ganz kurz mal die Brücke zu schlagen, ich finde, wir haben einen tollen Nachwuchs. Also besser hätte es gar nicht sein können. Also ein bisschen weg von diesen klassischen Traditionssachen, also diese Songs, die man eben so kennt, und haben aber einen großartigen Nachwuchs und tolle Texte vor allem auch. Und das lässt mich hoffen, dass es dann doch irgendwie weitergeht. Ja, also wenn ich da was zu sagen darf, ich würde es genauso sehen, dass da super viel Tolles nachkommt, also sowohl Bands, ich finde allerdings auch Büttenredner und so. Ich finde auch sehr, also ich würde ein bisschen widersprechen, dass dieses Büttenreden, dass das so ein bisschen ausstirbt oder nicht so ernst genommen wird. Nee, das habe ich nicht gesagt. Es ist sehr laut. Also ja, das ist ja das, was man mitkriegt. Ich finde das so ein bisschen vom Format abhängig. Es gibt natürlich super viele Formate, die super undankbar sind, auch für das Publikum geht mit einer Erwartung, vielleicht auch einer falschen Erwartung auf so eine Sitzung, und der Büttenredner dann kriegt es auch nicht hin, die Leute mitzunehmen, also gar kein Vorwurf an die. Ich finde aber, wenn man im klassischen, sehr konservativen Karneval unterwegs ist, da finde ich, empfinde ich so in den letzten Jahren, dass da so mit sehr viel mehr Respekt als früher den Künstlern entgegengebracht worden ist, dass es dann wirklich, also man fast eine Stecknadel fallen lassen hören, also ihr wisst, was ich meine. Ja. Genau. Also dass es auch eine Gegenbewegung dazu gibt in den letzten Jahren, so empfinde ich das. Also die großen Büttenredner wie der Blötschkopf und der, wie heißt der nochmal, der immer Alkohol die ganze Zeit trinkt. Volker Weininger, der Sitzungspräsident. Die haben es beide unisono gesagt, dass sie es schwierig finden und ich glaube, einer von den beiden hat deswegen sogar schon eine Veranstaltung abgesagt. Ja, das stimmt. Und die haben in der Stadthalle mal einen abgebrochen. Ja.
Ich hatte jetzt öfter schon den Begriff Immi benutzt und wir haben eine hervorragende Rubrik, um uns das mal ein bisschen genauer erklären zu lassen. Denn wir machen hier keinen Insider-Podcast. Der eine oder andere weiß vielleicht gar nicht, was ein Immi eigentlich ist. Da nutzen wir Kindermund. Und wir lassen uns auch heute wieder einen kölschen karnevalistischen Begriff aus Kindermund erklären, nämlich Immi. Also ein Immi ist jemand, der nicht von hier kommt, also nicht aus Köln oder der Gegend drumherum. Zum Beispiel, wenn jemand aus Hamburg oder München nach Köln zieht, ist das ein Immi. Das Wort kommt eigentlich von Immigrant, also jemand, der irgendwo hinzieht. In Köln sagen wir einfach kurz Immi. Das ist aber nichts Gemeines. Immis können auch richtig Spaß am Karneval haben, auch wenn sie am Anfang vielleicht denken, was ist denn hier los? Manche Immis finden den Karneval dann so cool, dass sie jedes Jahr mitmachen. Und dann sind sie fast wie echte Kölner. Ja, Wilke, wir haben eben schon festgestellt, oder du hast gesagt, dass du eigentlich komplett in der Stadt angekommen bist. Allein wenn man das mit dem Schriftzug jetzt hört. Also die Stadt hatte ich ja dann offenbar komplett gepackt. Gehen wir den Schritt zurück. Warum eigentlich Köln? Also warum hast du dich irgendwann entschieden, dass das hier dein Lebensmittelpunkt ist? Ja, kompletter Zufall. Also ich habe ein Abitur in Norden, in Ostfriesland gemacht, habe dann eine Bankausbildung da gemacht. Bin nach der Bankausbildung für ein Dreivierteljahr nach London gegangen und mein bester Freund aus Schultagen hat seinen Zivildienst in Köln gemacht, bei der Synagoge in der Rohnstraße. Der ist in Köln auch geboren, ist ja mit 3 Jahren aber nach Ostfriesland gegangen mit seinen Eltern. Und den hat es auch wieder hier hingezogen, obwohl er sicherlich gar keine bewusste Erinnerung hatte. Aber für den war klar, der will nach Köln. Und das war die Zeit der Billigflieger. Ich bin also von London immer nach Köln geflogen, weil es einfach die günstigste Verbindung ist. Und habe dann immer mehr Zeit hier verbracht und irgendwann hat er gesagt, ja, du bist jetzt pennst jedes Mal auf dem Sofa, wollen wir nicht irgendwie eine WG hier zusammen machen? Dann habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? Also ich will hier bleiben, dann lass uns das angehen. Und also es war der Zufall, aber natürlich auch die Anziehungskraft der Stadt und dann hat's das Ganze natürlich auch einfach gemacht. Er hatte schon ein soziales Umfeld hier, dadurch, dass er ein halbes Jahr oder was er seinen Zivildienst gemacht hat, gab schon einen kleinen Freundeskreis, in dem man eingestiegen ist. Das hat es natürlich dann auch einfacher gemacht. Bei dir andersrum, gerade glaube ich in der Fußballzeit, da warst du natürlich ab und an mal auch weg, dauerhaft an den anderen Städten. War immer klar, ein Koffer bleibt hier und irgendwann zurück? Ehrlich gesagt, nein, weil es ist schön, danke, dass du es fragst, weil ich habe eine Zeit lang der Stadt den Rücken zugedreht. Und das war, als ich in Bad Neuenahr erst gespielt habe und dann beim FFC Frankfurt und auch ganz bewusst, weil mir war die Stadt zu dreckig und zu unübersichtlich. Ich mag das nicht so gerne. Ich bin auch nicht so der Mega-Fedelsfreund, wie das so viele sind. Ich hab's gerne, wenn es so sanft durchstrukturiert ist. Und dann wollte ich auch weg aus Köln. Ich glaube, das hat aber damit zu tun, dass ich ja geboren und aufgewachsen bin. Und dann hast du irgendwann so ein Overdose. Und alle waren beim Fernsehen, alle haben da irgendwas in den Medien gemacht. Und deswegen wollte ich gerne woanders hinziehen, habe in der Eifel gewohnt, also Vulkaneifel da in der Gegend, was natürlich schön ist, weil dann hast du so dieses Gefühl, du stehst morgens auf und denkst, du bist im Urlaub. Das fand ich toll. Das habe ich so ein paar Jahre gemacht, so 7 Jahre ungefähr. Und dann bin ich zurück nach Köln gekommen und habe die Stadt wieder neu lieben gelernt, weil es ging dann darum, wer ist jetzt mein Verein? Und ich habe ja für Fortuna Köln gespielt. Ich war früher nie FC-Fan. Ich war Fortuna-Fan, weil ich auch für Fortuna gespielt hatte, zusammen mit Anthony Baffo damals. Mhm. Und als ich dann zurückkam, ist das so plötzlich, keine Ahnung, Freunde von mir haben gesagt, nee, du musst ja zum FC, das ist doch klar, selbstverständlich, FC. Und dann bin ich eben zum FC und von dem Tag an war es wie aufs Herz tätowiert. Es ging gar nicht mal anders. Dann suchtet man so einen Verein natürlich auch in gewisser Weise. Ich habe gestern auch noch mit dem netten Arzt aus dem Zug gesprochen, genau über dieses Thema, weil er dann sagte, ja, aber der FC, dies, das, jenes, sag ich, weißt du, beim FC wirklich, also für mich, mir geht's gar nicht ja drum. Klar, ich will, dass die auch gut spielen, weil ich habe selber Fußball gespielt, will einen schönen Sport sehen, aber es ist so viel mehr. 100%. Es ist so viel mehr. Das unterscheidet übrigens den Kölner vom Düsseldorfer auch. Ne? Ja. In Düsseldorf, die haben nicht so eine Verbindung zu ihrem Verein. Genau. Ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, als Lukas Poldi zurückgekommen ist, haben wir ein Testspiel in Düsseldorf gemacht. Und das waren irgendwie 40.000 Kölner und irgendwie 340 Düsseldorf-Fans. Und wenn man sich es andersrum vorstellt, egal was für ein Anlass es ist, das Stadion wird aufgeschlossen, der FC spielt, dann kommen die Leute. Also ob da dann Greuther Fürth spielt oder Bayern München, absolut, die Anziehungskraft ist vielleicht nicht ganz vergleichbar, aber schon da. Und das unterscheidet, glaube ich, den Düsseldorfer und den Kölner auch noch
Total. Ganz, ganz stark. Du siehst es ja auch mit der 2. Liga. Das Stadion ist trotzdem ausverkauft, das Spiel. Und die sind ja auch traurig, wenn wir aufsteigen. Und die einen sind traurig, wenn wir absteigen. Und wenn zum Beispiel Weihnachten, alle vermissen uns, genau. Und zu Weihnachten ist das Ding ja auch, sobald dieses gemeinsam Singen, diese Veranstaltung zu Ende ist und man Karten kaufen kann, ist das innerhalb von 3 Tagen das Ding ausverkauft. Und man sieht halt, das hat mit den Menschen zu tun. Und das macht es auch so besonders. Du bist ja jetzt mittlerweile dann so verwurzelt, du willst ja jetzt nun Präsident des 1. FC Köln werden. Wann kam denn diese Verbundenheit? Hast du immer in FC-Bettwäsche geschlafen oder hast du in Holstein-Kiel-Bettwäsche oder in Bayern-München-Bettwäsche geschlafen? Nee. Gute Frage. Also Holstein-Kiel wäre Schleswig-Holstein. Ich komme aus Niedersachsen. Ja, aber da oben. Das heißt, das wäre ausgeschlossen. Wenn dann bei uns war man, wenn man Fußballfan war, HSV, Werder Bremen oder so Klassiker Bayern München. Bremen kann man auch sagen. Ja, genau. Also ich hatte so eine Grundsympathie mit Werder Bremen schon. Bin dann aber nach Köln gekommen und diese Emotionalität der Stadt findet sich ja beim Fußball total wieder. Und zu Anfang differenziert man ja auch gar nicht, was ist Karneval, was ist die Lebensart, was ist der Verein, sondern das ist irgendwie so ein Gefühlsmischmasch. Und ich habe das im Stadion total erlebt und ich weiß nicht, wie viele Spiele es gebraucht hat, dass mir klar war, das ist jetzt mein Verein. Also der hat sich für mich entschieden, ich habe mich für ihn entschieden. Wir haben 2. Liga, glaube ich, zu der Zeit gespielt. Sony Eriksson hatte da so eine Loge und hat mich bei jedem Spieltag eingeladen. Wir haben und ich habe immer mit großer Freude die Einladung angenommen, war halt immer da und dadurch ist die Verbindung gekommen und ist dann von Jahr zu Jahr größer geworden. Werbung. So richtig Karneval feiern lässt sich am besten sorgenfrei, wenn man weiß, dass sich jemand um die Finanzen kümmert, dem man wirklich vertrauen kann. Die Finanzkanzlei Stefan Hirz ist alles andere als gewöhnlich und das werdet ihr schnell merken. Seit über 33 Jahren stehen hier Werte, Liebe zum Detail und echte Leidenschaft für Menschen im Mittelpunkt. Ob es um Vermögensaufbau, Absicherung oder maßgeschneiderte Konzepte für anspruchsvolle Lebensphasen geht. Die kleine, aber feine Kanzlei aus erfahrenen Spezialisten findet auch in bewegten Zeiten die passenden Lösungen. Immer flexibel, immer mit Weitblick. Mehr Infos gibt's auf www.swisslife-select.de/Stefan-Hirz. Swiss Life Select Finanzkanzlei Stefan Hirz, damit ihr euch ganz dem Leben widmen könnt, auch im Karneval. Ein Prinz Karneval muss nicht gebürtiger Kölner sein. Ach, ist das so? Nein. Und ein FC-Präsident muss auch nicht gebürtiger Kölner sein, also ohne dass du Wahlkampf betreiben musst, aber also Wilke darf, aus deiner Sicht? Ich habe ihn ja eben kennengelernt und mittlerweile muss ich sagen, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn das machen würde, also wenn er gewählt wird, weil ich finde echt so und ich muss nie aufpassen, was ich sage, weil ich sage, was ich denke. Ich finde wirklich, dass diese Seilschaften auch mal ein bisschen aufgebrochen werden dürfen und dass jemand auch mal einen anderen Blick auf die ganze Situation wirft. Und so wie ich das verstanden habe, bist du ja sowieso aus einem großen Unternehmen. Das heißt, du weißt, wie große Unternehmen funktionieren. Für mich eine ganz wichtige Voraussetzung. Und natürlich auch die Tatsache, dass man nicht seine eigenen Interessen vertritt da drin. Also was ja auch schon mal in den unterschiedlichsten Formen, Vereinen dieses Landes vorgekommen ist. Von daher, wenn ich ihm so zuhöre, ich find's gut, ich würde dich wählen. Dankeschön. Ja. Ende September sind Wahlen. Ja, ich weiß, ich habe schon, aber ihr braucht den, ist die Wir brauchen erstmal Tubas. Tuba ist mit euch. Ja, ich habe die Schwestern, ich habe nämlich jetzt einen Friedenspreis verliehen, da waren die beiden Schwestern, war die Düsen dabei und die Schwestern und da haben wir kurz nämlich genau über dieses Thema gesprochen. Also im Moment sammeln wir noch Zuhörer abzuholen, ne? Das ist eure Kandidatin als Vizepräsidentin. Genau. Ehemalige Spielerin auch vom FC Köln. Ja. Genau. Im Moment sammeln wir noch Stimmen, um zugelassen zu werden zur Wahl, muss man 4.600 Stimmen gesammelt haben oder vom Mitgliederrat vorgeschlagen werden. Das sind wir leider nicht. Das heißt, wir sammeln jetzt gerade Stimmen zusammen. Es gibt noch ein Wettbewerbsteam, das auch Stimmen sammelt. Also je nachdem, wann die Sendung ausgestrahlt wird, gerne bei uns auf die Webseite gucken. Dann ist noch Zeit. Dann und das Formular runterladen. Damit dann im September ist noch keine Wahl, sondern nur, dass wir die Zulassung dafür bekommen und Ende September wird dann die Mitgliederversammlung im Stadion stattfinden und dann werden 2-3 Teams antreten und sich und die Konzepte vorstellen. Da hat man bis dahin ja genug Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und dann hoffen wir natürlich, dass wir Wo kann man das Konzept denn sehen? FC Next Level ist unsere Webseite, auch Instagram-Seite. Da haben wir so das Ganze auf 11 Punkte versucht zu strukturieren und haben auch so ein paar Herzensprojekte uns rauserkonnen, die wir so ganz konkret messbar
und transparent in der Zeit 3 Jahre ist ja so eine Amtszeit angehen wollen und umsetzen wollen. Ich fange nochmal den einen Schritt vorne an. Wann ist die Entscheidung gereift, dass du das machen möchtest? Weil klar, du bist erfolgreicher Unternehmer. Man könnte auch sagen, geh einfach ins Stadion und trink den Kölsch und genieß den demnächst wieder sehr attraktiven Offensivfußball. Ja. Nein, aber es ist ja tatsächlich so, klar, viele Fans würden sagen, ja, dann mache ich das selber. Aber bei vielen Unternehmern kann man sich die Frage stellen, okay, warum in Anführungsstrichen tut man sich das noch an? Ja, also die Frage habe ich häufig gehört, sowohl im privaten Umfeld als auch jetzt bei dieser Wahlkampftour, die wir so ein bisschen machen. Ja, also es war auf jeden Fall keine bewusste Entscheidung und ich habe jetzt keinen Karriereplan geschrieben und gesagt, das will ich irgendwann mal werden. Absolut nicht. Ich bin in den letzten Jahren immer mal angesprochen worden, ob ich nicht daran Interesse hätte und habe das in der Tat auch immer erstmal abgelehnt. Habe gesagt, nee, weil sowohl beruflich das für mich nicht gepasst hat. Man muss ja dann auch schon mit 100% dabei sein und Zeit dafür haben. Und B, mir irgendwie das Setting nicht so gefallen hat. Und jetzt ist es so, dass Carsten Wettig, der ehemalige Vizepräsident, ein ganz guter Freund von mir in den letzten Jahren geworden, mich angesprochen hat und das in so einem vernünftigen, seriösen Umfeld gemacht hat und nicht irgendwie auf einer Karnevalsparty, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich habe mit ihm gesprochen, habe mir erklären lassen, was genau das auch so Innenblick denn bedeutet und hab direkt so eine Wärme für die Idee empfunden, bin nach Hause gegangen und hab's meiner Frau erzählt und die sagte, ja, warum hast du nicht zusagt? Bist du blöd? Das ist doch genau das, was du immer wolltest. Und meinte ich so, wie meinst du das? Und dann sagt sie, ich kenne dich ja, also wir haben nie drüber geredet, aber genau das, was du mir jetzt erzählst, willst du, ist genau das, was du kannst. Das ist dein Verein. Du kannst in deinem Verein deine Stärken einbringen und machst dein Hobby zum Beruf. Und immer wenn man Hobbys zum Beruf macht, dann macht man sie meistens ja ganz gut. Und sagte, ruf den Carsten an, du machst das. Und ja, wir haben dann trotzdem eine Nacht drüber geschlafen und am nächsten Tag war irgendwie klar. Das ist absolut die richtige Entscheidung, sich da aufstellen und der zu lassen. Carsten, was hat der jetzt mit Fußball zu tun? Carsten ist der jetzige Vizepräsident. Okay. Genau, der ist. Ich kenne die ganzen Namen nicht. Hat die letzten 5 Jahre das Amt mitbekleidet. Und für ihn war klar, dass der Vorstand in der jetzigen Konstellation so nicht nochmal antreten wollte. Das stimmt, und auch das habe ich gehört. Wahrscheinlich nicht mehr gewählt werden würde. Und er selber hatte aber Interesse, weiterzumachen und hat sich dann selbst auf die Suche gemacht, hat mich angesprochen. Dann haben wir überlegt, wer könnte denn irgendwie noch jemand Drittes sein und dann hat er die Tuba vorgeschlagen, war völlig klar, direkt bringt nochmal ganz andere Stärken mit sich, also jetzt nicht nur wegen, dass sie für den FC gespielt hat, klar ist das die sportliche Perspektive, engagiert sich halt sehr, genau, das gesellschaftliche Engagement, aber auch das Repräsentieren dem, was sie ausmacht, ne, also Frau, eine erfolgreiche Zuwanderungsgeschichte und Integration und all das ist ja beim Verein total wichtig. Es gibt ja, das auch in Verbindung zum Karneval, es gibt ja nicht so viele Elemente in einer Gesellschaft, die so verbinden, so niederschwellig sind, dass jeder mitmachen kann, wie der Fußball und den Karneval. Und wer ist das andere Team, wenn ich fragen darf? Es gibt ein vom Mitgliederrat vorgeschlagenes Team, das ist ein Investor, ich sagen, oder ein Investorenvertreter, ein Unternehmer, einen Anwalt und ein ehemaliger Trainer von der U-Mannschaft. Das ist das eine Team und das andere Team ist rund um einen Enkel von Konrad Adenauer, der im Moment ein Bürgermeister, glaube ich, in Gütersloh oder so ist und jetzt zum Renteneintritt quasi nach Köln zurückkommen will und sich hier nochmal 2 der mit der Kleidungsmarke, Leute. oder? Ist der es nicht? Stellt er nicht Klamotten her? Ist der es nicht? Nee, du meinst Adenauer, ne? Adenauer. Also, ach so, okay. Teil des Nachname war, das ist auf jeden Fall verstehe. ganz jemand anders. Okay. Du hast ja gesagt, ihr müsst jetzt auf Wahlkampftour gehen, weil ihr erstmal diese 4.600 Stimmen sammeln müsst. Wahrscheinlich durchaus ein stressiger Sommer, weil ihr müsst wahrscheinlich von Stadtfest zu Stadtfest und von Brauhaus zu Brauhaus tatsächlich ziehen, um euch auch nahbar dann zu geben und diese Unterschriften zu sammeln, ne? Ja, genau. Wir wollen es nicht nahbar geben, sondern wollen nahbar sein. Aber genau. Also natürlich Unterschriften sammeln das ist Arbeit und auch zeitintensive Arbeit. Wir
kriegen super viele Unterschriften und Zuspruch einfach auch online, dass Leute auf die Webseite oder auf die Instagram-Seite gehen, sich das runterladen und uns zuschicken. Das ist dann natürlich irgendwie Ergebnis der Arbeit, dass man irgendwie mit Medien spricht oder irgendwie in der Öffentlichkeit stattfindet und so seine Ideen vorträgt. Und der Rest ist einfach in der Tat Arbeit, ob nun Stadtfest oder wir gehen auch einfach durchs Viertel und sprechen Leute an und machen irgendwie Werbung für uns. Das ist Arbeit und anstrengend, weil es zeitintensiv ist, aber total schön. Ich finde, man mit anderen Fans irgendwie so in den Dialog zu kommen, werden total offen, mit offenen Armen empfangen. Es sind immer gute Gespräche, auch wenn man in der Sache natürlich häufig unterschiedlicher Meinung auch ist. Es ist trotzdem so, dass es immer total wertschätzend und total schöne Gespräche sind. Und unsere Erfahrung ist, dass, ich würde sagen, wahrscheinlich in 95% der Fälle, wenn wir jemanden ansprechen, der FC-Mitglied ist, er uns auch die Unterschrift gibt und sagt, ich unterstütze das und sich eben darüber freut, dass wir quasi das auch als Versprechen so ein bisschen machen, dass wir das auch, wenn wir dann gewählt werden in unserer Amtszeit, machen wollen, einfach sehr nahbar zu sein, für einen guten Dialog zu stehen. Wir machen heute Nachmittag zum ersten Mal so ein Format, das nennt sich auf ein Kölsch mit meinem Team dann, laden die Leute ein und einfach uns kennenzulernen, mit uns irgendwie ins Gespräch zu kommen. So ein bisschen, der jetzige Vorstand hat ja so einen Mitgliederstammtisch, 2-mal im Jahr, glaube ich, und unsere Idee ist es dann schon regelmäßiger zu machen und irgendwie durch die unterschiedlichen Viertel zu gehen und sich einfach in ein Brauhaus, eine Kneipe zu suchen und zu sagen, donnerstags 2 Stündchen, kommt alle vorbei, Kölsch geht auf uns und wer Lust hat, lernt uns kennen und stellt uns ein paar Fragen und danach hat man einfach gute Dialoge gehabt. So. Der Zettel für die Unterschrift, der sollte schon da liegen, oder? Ja, also wir werden das weitermachen, auch wenn der Zettel, wenn wir genug Zettel für Unterschriften gesammelt haben, ganz sicher. Aber natürlich, klar, im Moment ist das der Fokus natürlich auch, dass wir am Ende von so einem Abend ein paar Unterschriften sammeln. Logisch. Okay. Spannend eigentlich auch, es wäre das erste Mal, wenn die Vizepräsidentin dann mit euch im Team dann gewählt wird. Es wäre das erste Mal beim FC, dass eine Frau im Präsidium ist. Hast du über sowas auch mal nachgedacht? Ich meine, du bist zumindest bei der FC-Stiftung. Ich bin das mal gefragt worden, als Werner Spinner noch Präsident war. Und das war aber nochmal eine andere Zeit und es war sehr viel schwieriger, das in irgendeiner Weise durchzusetzen. Ich denke schon, dass ich Stimmen bekommen hätte, weil ich, glaube ich, in der Stadt jetzt nicht ganz so unbekannt bin. Aber ich bin ehrlich, ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt gedacht, ich wollte da nicht, das war alles so verwoben, das ganze Thema. Und so bin ich eben genau in diese FC-Stiftung als Gremiumsmitglied. Also nach dem Motto, fang da erstmal an, mach das zuerst, lern den Verein von innen kennen. Ich habe auch einen guten Draht zu Philipp beispielsweise und habe dadurch natürlich auch so ein bisschen die Konstrukte da kennengelernt oder die Strukturen im Allgemeinen. Und so langfristig, wieso nicht, irgendwas in der Richtung zu machen. Es muss jetzt nicht Vizepräsidentin sein, aber irgendwas anderes, was mich in einer Rolle da verpflichtet, unterstützend würde ich immer gerne machen wollen, ja. Die Vorstände haben ja immer ein Kompetenzteam, also ihr könnt ja dann später nochmal sprechen. Ja. Weil du hast eben schon gesagt, das ausführliche Programm, das kann man sich sicherlich im Internet anschauen. Aber wenn du es kurz zusammenfassen würdest, was ist so eure Kernbotschaft? Was sind so die 2, 3 Punkte, wo du sagst, das muss mit und unter mir anders werden? Ja, also das ist ja 2 Fragen. Das eine mit dem Anderswerden, das andere, wofür stehen wir? Ich glaube, das eint aber alle Teams, dass wir sagen, das Geisbockheim und das Stadion sind so als Heimat des FCs nicht verhandelbar. Ne? Wir wollen weiter da spielen, wir wollen den Trainingsplatz und das Geisbockheim erhalten und in dem Fall auch ausbauen. Wir wollen keine Investoren im Verein zulassen, wir wollen die Jugendarbeit stärken und wir wollen nachhaltigeren Erfolg mit starker Jugendarbeit und erfolgreiche Teams im Herren- wie im Damenbereich. Ich glaube, das sind so Eckpunkte, die wahrscheinlich jetzt erstmal so klingen, dass damit auch unsere Wettbewerbsteams sicherlich auch gut leben könnten. Ich glaube, was uns differenziert, ist, dass wir für eine gute, ehrliche, offene Kommunikation stehen wollen, einfach nahbar sein. Wir sind in der Stadtgesellschaft ganz gut verwurzelt, wohnen alle in Köln, also Carsten kurz vor Köln, aber wohnen alle hier im Umland auch schon immer, müssen jetzt nicht dafür hier hinziehen. Das heißt, sind immer ansprechbar und bereit und auch gerne bereit, irgendwie rauszugehen und uns im Dialog zu stellen. Und wir sind ein Team, also die anderen beiden
Kandidaten sind zusammengecastet worden, also in Anführungsstrichen. Wir haben uns als Team aufgestellt und das ist für mich ein Differenziator und war für mich auch eine Grundbedingung. Ich hätte jetzt nicht mit 3 fremden Leuten oder 2 anderen fremden Leuten das machen wollen, weil ich ganz sicher bin, dass es wichtig ist, in dem Amt muss man auch sehr viel Druck aushalten, sehr viel Stress aushalten und es wird sicherlich auch in Zukunft nicht immer sportlich einwandfrei laufen und da muss man als Team gut zusammenarbeiten können und als Team diesen Stress aushalten können. Und ich glaube, das ist viel, viel besser machbar, wenn man sich vorher kennt und so ein Grundvertrauen miteinander hat, so ein bisschen weiß, ne, worauf kann man bei den anderen setzen. Und das ist in unserem Fall so. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Differenziator. Und wenn ich was sagen darf, wenn klar. ihr das machen solltet, das Thema Social Media, finde ich, ist okay, es ist besser geworden auf jeden Fall. Aber da kann man in so einer Stadt wie Köln mit der Mitgliedschaft extrem viel mehr machen und auch anders machen. Also ich gebe mal ein Beispiel, wenn ich jetzt mir die YouTube-Shorts angucke und sehe dann, der Trainer kriegt 5 Fragen gestellt, das ist natürlich für die Katz. Das interessiert bei YouTube-Shorts kein Mensch. Also das gehört da einfach nicht hin, das will ich damit sagen. Das kannst du bei Instagram hochladen, meinetwegen. Aber das YouTube-Shorts als solches ist ein Format, was für was ganz anderes gedacht ist. Das sind so Kleinigkeiten und da kann ich mir gut vorstellen, wenn ihr da nochmal schaut, nicht nur zu sagen, wir nehmen jetzt aus dem internen Bereich jemanden, der das Thema Social Media da betreut, sondern wirklich mal jemanden von draußen zu nehmen, der da auch einen anderen Blick drauf hat und sich da auch mit den Klickzahlen auskennt, mit dem Algorithmus auskennt, halt all diese Sachen. das ist lustig, dass du sagst, aber einer der Punkte, die wir bei uns im Programm haben, ist zu sagen, Experten, also so viele Menschen gibt es in der Stadt, die den FC lieben und für den FC Arbeitszeit, Kompetenz zur Verfügung stellen wollen, ohne groß damit was verdienen zu wollen, einfach weil sie gern dem Verein dienen wollen, in Anführungsstrichen. Und das haben wir uns auch notiert, dass wir sagen wollen, ne, die wollen wir besser einbinden und da auch über den Tellerrand hinaus gucken. Ne? Also Fußball ist natürlich so, wie wir wollen den Fußball so erhalten, wie er heute ist. Ich glaube, das ist allen ganz, ganz wichtig, ne? Ohne Investoren. Das soll nicht tot vermarktet werden. Wir wollen da keine amerikanischen Konzepte draus machen, aber trotzdem ist es natürlich sinnvoll, sich anzuschauen, wie andere Sportarten das machen. Und es gibt ja in Deutschland mit der Border League, Icon League und Kings League gerade Fußballkonzepte, die ganz, ganz anders funktionieren. Richtig. Und sehr stark auf diesen Short-Formaten sind, weil einfach die Aufmerksamkeitsspannen geringer werden. Und sich das nicht zu verteufeln, sondern zu sagen, okay, ne, wir wollen das Grundkonzept schon so erhalten, aber wir sind offen und gehen dahin, sprechen mit den Leuten, was ist der Differenziator, warum ist das gerade so erfolgreich und gucken, was man davon adaptieren kann, ohne das Grundprodukt natürlich zu verändern. Aber man kann immer nur lernen, wenn man sich mit anderen Sachen auseinandersetzt. Und die Border League hat ja 2 Jahre hier in Köln stattgefunden. Ich kenne die Gründer, die das gemacht haben, ganz gut. Der Lukas ist ja da auch involviert. Das heißt, also da ist auf jeden Fall auch von deren Seite Interesse daran, dass man einfach in Dialog geht und die freuen sich genauso darüber, Input zu geben. So, und ich glaube, wir müssen offen sein und uns das angucken und schauen, was können wir übernehmen. Ja, super. Es geht ja nicht nur um den 1. FC Köln oder um den Fußball, sondern auch noch um ein paar andere Themen. Klar, Fußball in Köln verbindet ungemein und man merkt es auch hier, man kann da leidenschaftlich drüber diskutieren. Im Fußball sind wir vielleicht nicht immer der Champions League, was wir in Köln definitiv Champions League-mäßig können, ist Karneval. Dazu an dich auch, Sherry, die Frage, ist Karneval für dich eher Pflichttermin oder ist das auch pure Leidenschaft? Der Vorteil daran, hier geboren worden zu sein, ist die Tatsache, dass man schneller hinter sich hat. Das heißt mit anderen Worten, ich freue mich für jeden, der das feiert, aber ich habe selbst auch, mal abgesehen davon, 25 Jahre kein Alkohol getrunken und so ganz ohne Alkohol ist Karneval nicht immer so erträglich, zumindest ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn du so merkst, dass dir alle ins Ohr flüstern und ganz nah bei dir sind, ist der Moment, wo ich dann meistens nach Hause gefahren bin. Aber natürlich habe ich das auch exzessiv gefeiert, auch ohne Alkohol und auch sehr gerne so im Freundeskreis einige Jahre. Mittlerweile, man kommt ja so in die Tage und in die ruhigeren Lagen. Und ich finde es total wichtig, dass es Karneval gibt. Das ist Punkt 1, weil es ist kölsches Kulturgut, was die Stadt auch ein Stück weit ausmacht. Ich finde auch, dass Hermann Rheindorf tolle
DVDs auch zur Verfügung gestellt hat, auch wenn man jetzt gar keine DVDs mehr benutzt, aber der hat sehr gutes Filmmaterial zusammengestellt, wie der Karneval entstanden ist. Ich weiß nicht, Wilke, ob du es mal gesehen hast, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken, wie die damals die Kostüme genäht haben. Ich meine, das würde man heutzutage nicht machen mit den Kindern am Tisch und einer Zigarette im Mund und solche Sachen. So war das eben. Aber es ist halt so schön, sich das anzuschauen, wie das in Köln entstanden ist. Und das ist ja eine Stadt, die sehr getroffen wurde durch den Krieg damals, durch den Zweiten Weltkrieg. Und gerade die Kölner, die ja sehr aufmüpfig waren bis dato und die aber wirklich dafür gesorgt haben, dass diese Stadt auch wieder einen Geist bekommt. Und da hat der Karneval natürlich einen ganz großen, das war ein ganz wichtiger Aspekt und sehr viel dazu beigetragen, also sehr viel geleistet hier. Und von daher, ich sehe den Karneval nicht als Spaßveranstaltung, sondern für mich ist das kölsches Kulturgut. Und ich hoffe sehr, dass das erhalten bleibt, weil gerade in diesen Zeiten merkt man auch sehr, wie die Menschen danach gieren, einfach mal sich fallen lassen zu können mit einer gewissen Form der Leichtigkeit, wo nichts zwangsweise passiert, sondern sie einfach nur fröhlich sein dürfen. Und ja, es gibt viele Menschen, die sagen, ihr Kölner seid oberflächlich. Das hat aber natürlich auch damit zu tun, die Kölner sind ja gar nicht oberflächlich, sondern die können umschalten auf offen sein, lustig sein. Und das ist etwas, was ganz viele nicht können. Und ich verstehe, dass das viele beängstigt. Das kann ich total nachvollziehen. Aber das hat nichts mit Oberflächlichkeit zu tun. Und wenn man das aus dieser Stadt heraus lebt und auch kennt, dann weiß man, dass es eben nicht so ist. Auch dieses, ihr seid ja nun ein Karnevalsverein und das wird ja von außen reingetragen in die Stadt. Die Kölner selber sehen das ja gar nicht so, dass sie ein Karnevalsverein sind. Die sind ein Fußballverein und dann sagen die so irgendwie samstags, so was ist, ja, man am Fußball, gucken zum Fenster raus, schönes Wetter. Und dann wird es Freu. Fußball, Leute, ja schön. Und dann geht man halt dahin. Und wenn die nicht gewinnen, sagt er, wieder scheiße heute und kommt aber trotzdem wieder. Also das ist so, das ist so normal, weil es zum Alltag dazugehört. Und das, finde ich, macht es besonders. Und darum muss man diese Dinge in dieser Stadt erhalten, weil es natürlich auch ein Stück weit die Stadt ausmacht. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich finde diesen Dialekt, den darf man ruhig an den unterschiedlichsten Schulen anbieten. Das muss nicht pflichtgemäß sein, aber es kann im Nachmittagsprogramm passieren, wenn man das möchte. Oder irgendwie tauscht man das mal mit einem anderen Unterricht einfach aus, um eben diese Besonderheit, warum ja auch Wilke nach Köln gekommen ist, der ist ja auch nicht einfach so nach Köln gekommen, dass man das erhält für den Nachwuchs, also die Menschen, die nach uns kommen. Das finde ich toll. Also Köln macht in gewisser Form süchtig, höre ich daraus. Wann bist du auch also du saugst ja die Stadt quasi mit all ihren Facetten auf, willst FC-Präsident werden und bist mittlerweile Künstler auf den Bühnen dieser Stadt oder auch über die Stadtgrenzen hinaus, bist bei den Grüngürtelrosen mit dabei und singst kräftig. Künstler in Anführungsstrichen, ne? Aber ja. Es sind auch alles Künstler. Das sind Künstler, ja. Mittlerweile gut in der Summe sind wir dann Künstler, aber so einzeln gesehen. Ja. Ja, aber wann ging das bei dir los? Also diese Leidenschaft für den Karneval auch noch, war die dann automatisch mit dem Gang nach Köln da oder hat sich das auch erst aufgebaut im Laufe der Jahre? Nee, das war schon, also komischerweise, meine Familie ist überhaupt nicht Karneval. Meine Eltern wohnen inzwischen auch in Köln. Ich habe also meine ganze Familie nach Köln geholt. Ach, echt? Und Großartig. Und Parade-Emi, habe ich ja gesagt. ja, und die finden Karneval, die finden das seltsam. Für die ist das nicht angekommen. Ich habe herausgefunden, dass mein Großvater in seiner Jugendzeit und auch noch weitere Zeit darüber hinaus immer für 2 Wochen im Jahr nach Köln gegangen ist während der Session und hier den Karneval gefeiert hat. Das habe ich rausgefunden. Also vielleicht habe ich das daher so ein bisschen bekommen. Der hatte gar keine ansonsten Verbindung nach Köln, sondern ist einfach irgendwie 2 Wochen lang im Jahr nach Köln gegangen und hat hier dann gefeiert. Also ja, der Karneval hat mich genauso, also ich liebe den Karneval. Ich bin traurig, wenn die Session kurz ist. Ich finde es total schön. Ich finde auch alles, ich finde nicht alles am Karneval schön, aber ich finde auch die Vielschichtigkeit, Sitzungen zu haben, wo die Leute im Anzug sitzen, Sitzungen zu haben, wo ganz viele Leute da sind, wo man sich wundert, wo kommen die jetzt alle her? Für ganz viele davon ist es irgendwie das erste Mal, aber sie genießen das, obwohl sie auf der Bühne relativ wenig verstehen. Also sehr viel Tradition zu haben, aber auch neue Formate zu haben. Immer ja die ganze Session auch unfassbar viele gute Feiern zu haben, gute Partys zu haben und dann diesen Straßenkarneval, der ja irgendwie, also wie so eine Sektflasche, die man immer schüttelt und dann entlädt sich da in der Stadt eine unfassbare Euphorie. Die Leute kommen, der Hauptbahnhof ist voll. Es gibt natürlich immer Stilblüten, die man nicht schön findet, aber grundsätzlich das ist halt einfach wunderschön und
ja auch die Chance, das Kulturgut, die Sprache zu erhalten. Ich habe in Ostfriesland spricht man Platt. Ich habe nie irgendwie einen Wunsch gehabt, das zu lernen oder das zu verstehen und hatte auch nie gedacht, das muss man unbedingt erhalten. In Köln, ich habe in meiner Firma nach ein paar Jahren so Kölschkurse angeboten, habe gesagt, wir haben mittwochsabends jemand von dem Institut, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt, die bieten das an und machen dann richtigen Unterricht. Das haben wir gemacht jahrelang, weil ich das vermutlich Akademie für uns. Ja, genau, auch, ne? genau. Ach, da gab es ein Kölsch-Diplom und am Ende sind wir irgendwie nach dem Jahr dann irgendwie einmal durch so eine Brauhaustour gegangen. Das war total schön. Also ich finde das total super und ich finde es total wichtig und ich finde, der Karneval hilft halt einfach dafür, dass die Sprache erhalten bleibt. Und ich finde das, was du sagst, absolut korrekt. Man sollte das in den Schulen optional anbieten, weil ich glaube, die Kinder, die heute mit dem Karneval groß werden, haben auch ein anderes Verhältnis zu der kölschen Sprache, als ich es als Ostfriese gehabt habe zum ostfriesischen Platt. Ist auch so, ja. Weil da waren das die Sprache, die die Großeltern gesprochen haben, wenn überhaupt. Mhm. Und hier ist es ja dann für wir haben im Vorgespräch über Jecken, Sonnenschein, Pens geredet, die Kinder merken das ja und ich merke das bei meinen Kindern, die fragen, was heißt denn das? Also die beschäftigen sich damit und es ist einfach total toll. Ja, ich glaube einfach, dass die meisten Menschen wollen auch gerne was Besonderes sein. Und in der Stadt muss man das nicht zwangsweise vermitteln, etwas Besonderes zu sein, sondern man nimmt das dann an, weil es ist eben, okay, ich bin Kölner und ich kann mich an die Zeit oder Kölnerin, ich kann mich an die Zeit erinnern, wo viele Leute aus ganz Deutschland nach Köln gereist sind, um ihre Kinder in Köln zur Welt zu bringen, damit diese Stadt im Pass steht. Das ist wirklich so, statistisch nachgewiesen. Und von daher, es scheint irgendwas mit der Stadt zu sein, was ganz gut funktioniert. Aber darf ich gerade eben eine Frage stellen? Selbstverständlich. Ihr macht ja selber Musik, aber ich würde trotzdem gerne wissen, was dein Lieblingslied ist. Im Karneval. Das ist, kann ich super schlecht sagen. Ich bin das vor ein paar Tagen gefragt worden, habe ich Lass uns nicht gehen von Cat Ballou gesagt. Mhm. Mag ich im Moment total gerne, obwohl es natürlich ein Mainstream-Lied ist und jetzt nicht unbedingt so viel kölsche Sprache drin hat. Ich finde die alten Blackfurs, also ich hatte einen Deckel, solche Sachen total super, kriegt man Gänsehaut. Ich finde, im Karneval gibt es so unfassbar viele gute Lieder und so unfassbar viele gute Lieder, die beschreiben genau das, was wir in Köln lieben. Und es kommen jedes Jahr neue dazu. Und das Schöne ist, finde ich, die Alten sterben nie aus. Also in der Kneipe, egal wo man steht, selbst auf der Zülpicher Straße, werden die alten Blackfurs-Lieder gespielt. Und das ist einfach so wunderschön, dass permanent Neues, Modernes nachkommt, tolle neue Bands nachkommen und alle irgendwie die Liebe zu der Stadt besingen und zum FC auch, zu dem Lebensgefühl und alle trotzdem den festen Willen haben, auch die Klassiker zu bewahren. Und das ist eigentlich total schön. So, vielleicht an dich nochmal eine ganz spannende Frage, gerade auch als erfolgreicher Unternehmer. Da gibt's ja nun mal auch diese Liedzeilen, trink doch eine mit und hast doch kein Geld und sowas, ne? Also da gibt es ja alles. Ist das im Karneval sogar ganz speziell, dass eben der erfolgreiche Unternehmer und der kleine Arbeiter von nebenan, dass die dann doch irgendwo an dem Abend mal alle gleich sind? Ja, klar. Also das ist verbindet meines Erachtens auch Karneval und auch den FC. Das ist genauso in der Südtribüne oder auf der Südtribüne steht der erfolgreiche Unternehmer genauso neben einem ABB-Mitarbeiter, dem Bankangestellten und der Stadtverwaltungsmitarbeiter. Also das ist beim FC so und das ist im Karneval so. Gerade wenn ein Tor fällt. Jeder jedem in die Arme, ist doch egal, wenn das stimmt. Mitten im Karnevalslied in Verbindung dann natürlich. Ja, genau. Also das ist, verbindet den Karneval und den FC und ist deswegen ja auch beides so unfassbar wichtig, weil das ja die Chancen sind, die Leute, also Integration zu leben, ne, und die Stadt irgendwie so offen, also all das, was Köln ausmacht, eine offene Stadt zu haben, dass jeder hier ankommen kann und integriert wird und also mit offenen Armen aufgenommen wird. Und dafür brauchst du ja irgendwas, was niederschwellig ist, wo jeder hingehen kann, wo man keine Eintrittskarten kaufen muss, wo man nicht eine Vorausbildung braucht, sonst irgendwas. Und das ist ja im Karneval so, genauso wie im Fußball. Wenn man Lust drauf hat, kann man mitmachen. Man kriegt sicherlich nicht immer eine Karte ins Stadion, aber es gibt genug Kneipen, wo man Fußball gucken kann. Man kriegt auch nicht, im Satori kann sich nicht jeder eine Sitzungskarte kaufen, aber er kann in den Straßenkarneval mitfeiern. Das ist ein Vorteil, wenn man dann Präsident ist. Ne? Das könnte sein. Da ist ja sowieso nochmal die Brücke zwischen Karneval und FC. Du sagtest ja gerade, die meisten wollen das nicht so hören, Karnevalsverein. Ja, hat negative Facetten, aber das ist, glaube ich, zumindest, was in den letzten Jahren ganz gut gelungen ist,
dass man dieses Image Karnevalsverein durchaus sogar positiv aufgeladen hat. Eigentlich eher attraktiv, stimmungsvoll mit dem Karnevalstrikot. Ist das ein Weg, den du fortführen würdest? Also ich finde das völlig in Ordnung. Ich finde da der FC und der Karneval halt einfach super viele Schnittmengen haben und der Kölner sich auch gerne mal selbst auf den Arm nimmt und dieses, wir sind nur ein Karnevalsverein, kann man ja mit dem Augenzwinkern auch total souverän machen und deswegen finde ich das völlig in Ordnung. Ich finde es auch gut, dass der FC im Karneval stattfindet mit einer eigenen Sitzung, dass er am Rosenmontagszug mitfährt, genauso gut und richtig wie auch, dass er beim CSD mitfährt, dass sich der Verein da positioniert, finde ich absolut richtig. Karnevalstrikot, ja, ist sicherlich ein Thema, das bei den Fans jetzt nicht, wo es sicherlich nicht 100% Zustimmung gibt, aber ich finde es, ja, also viele gerade also traditionelle Fans finden das ein bisschen zu viel und die Mannschaft soll sich auch auf den Sport konzentrieren und das ist zu viel Brimborium rechts und links. Inhaltlich kann man da sicherlich auch teilweise zustimmen. Ich finde es aber, es lenkt sicherlich keinen Spieler ab, wenn er mal ein anderes Trikot anhat. Das sehe ich und aber ähnlich. wenn es Leute gibt, die gerne das Trikot kaufen, und ich finde, es gab in den letzten Jahren durchaus gelungene Karnevalstrikots, es gab auch weniger gelungene. Das letzte und, nicht so. Genau, also durchaus 1, 2 habe ich mir auch gekauft und finde es völlig in Ordnung. Und es soll doch, auch das ist ja in Köln jeder wie er mag, ne? Wenn man das Karnevalstrikot kaufen möchte, unterstützt man es. Wenn nicht, dann eben auch nicht. Ich meine mich aber zu erinnern, dass du in bunten Trikots auch schlechter gespielt hast als in rot-weißen. Ist das so? Ja, auf jeden Fall. Warst auch abgelenkt. War ich auch, okay, alles klar. Ich ganz kurz noch zu diesem Thema. Also mir geht's eigentlich mehr darum, das, was die Medien daraus machen. Und das finde ich immer ganz schwierig, weil dieser Verein ein Stück weit nicht ernst genommen wird. Das weiß ich, weil ich selbst natürlich da gearbeitet. Ich habe ja auch für Amazon Prime gearbeitet, für Sky gearbeitet. Und dann ist dann schon häufiger mal so dieser Ton gefallen von wegen, ja, ihr Kölner, ihr nehmt das ja sowieso alles nicht so ernst. Ihr seid ja noch ein Karnevalsverein. Das heißt mit anderen Worten, das wird von außen halt anders gesehen. Und wenn man das von innen heraus nicht dementsprechend lebt, dann wird's halt falsch transferiert. Und dann machen die Leute da was draus, was nicht so funktioniert. Das ist so wie dieser klassische Satz, ja, jetzt träumen sie wieder vom Meistertitel. Das ist ja totaler Schwachsinn. In Köln träumt niemand vom Meistertitel. Ich glaube, die einzigen, die wirklich richtig aufgeräumt sind und genau wissen, wann die Mannschaft was kann und wann nicht, das sind die Zuschauer und die Kölner und Kölnerinnen Absolut. Selber. Und das habe ich häufig erlebt, wo mal einer zu mir sagte, das war so lustig, das ist so schön, wenn du an unterschiedlichen Stellen sitzt. Ich habe im Oberrang gesessen und da an der Stelle, wo viele von der rechten Rheinseite, der ist für mich sowieso den besten Humor Kölns haben, mal abgesehen davon, ich habe da auch gewohnt eine Zeit lang. Und dann sind dann irgendwann, die haben wirklich schlecht gespielt. Ich hatte Dauerkarten da, deswegen war mir, das bleibst du natürlich noch sitzen, dann stehen halt Leute auf und gehen nach Hause. Und dann sagte einer irgendwie so, wieso gehen die denn nach Hause? Wenn die auf der Arbeit sind, können die auch nicht einfach jetzt nach Hause gehen. Und es ist einfach großartig, ne? Was ist so irgendwie dieses, was so nach dem Motto, klatschen sie die Einwürfe wie woanders die Tore. Die nehmen das nicht so ernst. Das darf man also wirklich nicht immer so überschätzen. Und das finde ich halt schade, wenn das in den Medien falsch verstanden und falsch transferiert wird. Dann schnell belächelt. Das wird schnell belächelt. Und das ist eigentlich alles. Also dass es grundsätzlich so ist, finde ich total in Ordnung. Also, ne? Apropos Ernsthaftigkeit, auch nochmal Richtung Karneval. Du bist ja auch Botschafterin für Vielfalt, Botschafterin gegen Rassismus. Da gibt's ja viele Aktivitäten, die du verfolgst. Wie wichtig siehst du auch in dem Bereich den Karneval? Also wie groß ist die Kraft des Karnevals auch gerade in der Hinsicht zu wirken und integrativ zu sein? Ja, ich glaube, was wichtig ist im Karneval, ist, dass man aufhören muss, zu viele Verbote auszusprechen. Das ist schon mal das eine, ne? Dass man sehr auch über Inhalte diskutiert, finde ich richtig. Ich finde das auch, dass man gewisse Dinge auch zensiert. Das ist der Zeit angemessen, gar kein Thema. Aber dass man Bands dann vollends verbietet, gewisse Songs zu singen, das finde ich ein bisschen schwierig. Da muss man sehr viel intensiver in den Diskurs gehen. Das ist meine Meinung. Nur weil es irgendwen mal gestört hat plötzlich. Ist auch eine begründete Störung natürlich, weil es verstört auch viele Menschen da draußen. Und das ist das eine. Und das andere ist, ich finde wirklich, dass die Vielfalt, wenn nicht irgendwo gelebt wird, auf jeden Fall im Kölner Karneval und auch im Stadion. Ich weiß, eine Zeit lang, ich hatte Freunde aus den USA, die sind regelmäßig gekommen. Immer wieder, all die Jahre. Aus Boston kamen die sind jedes Jahr hier hingekommen. Und die kommen nicht nur aus Boston, die kommen aus ganz Europa, die Menschen. Und du hast natürlich hier zu diesem Zeitpunkt, klar, stehen auch viele und sagen, was machen die da eigentlich? Okay, ich gehe mir jetzt ein Kostüm kaufen und mache das einfach alles mit. Aber ja, es geht sehr viel um Vielfalt, um Integration. Und das ist eine einfache Form von Integration, die nicht zu nutzen. Es ist total bescheuert, das nicht zu machen.
Denn gerade weil der Karneval so eine gewisse Leichtigkeit transferiert, ist es sehr viel einfacher, Menschen aufzunehmen und die über Werte zu informieren, weil wir haben ja auch in unserem Land unsere Werte, die ganz wichtig sind, dass man die auch eben vermittelt. Und ich glaube schon, dass der Karneval da sehr gut bei helfen kann, wenn man nüchtern ist natürlich. Da siehst du wahrscheinlich ähnlich, ne? Ich meine, 100% Zustimmung. Ja. Auch nach 3 Kölsch übrigens bin ich. Kommen wir so langsam zum Schluss. Ich hatte es gesagt, als FC-Präsident musst du nicht gebürtiger Kölner sein, aber wenn du, also Sherry hat ja gefühlt so eine gewisse gesunde Distanz zum Karneval und auch zum FC. Bei dir zum FC nicht, zum Karneval. Ja, zumindest du willst nicht in den Vorstand des 1. FC Köln, das zumindest nicht. Im Moment nicht. Im Moment nicht. Das habe ich jetzt sicher Ja, ausgeschlossen. Stimmt. Ja, da war was dran. Stimmt, wollen wir nicht verfälschen. Bei dir ist ja dann eigentlich, also FC-Präsident, und dann könnte man ja auch noch Prinz werden. Irgendwann ist der Traum auch noch da? Nein, ist auch, also Karneval ist wunderschön und das Dreigestirn ist, glaube ich, das als Repräsentanz des Kölner Karnevals eine unfassbar schöne, ein unfassbar schönes Trio, aber nein, steht kein Wirbelstrom an den Strumpfhosen und roten Schuhen. Auf keiner Bucketlist, nein, absolut nicht. Aber wir können uns das ja aufteilen. Musst du vielleicht Dreigestirn? Wenn ich was darf ich mir davon aussuchen dann? Ja, bisher noch alle 3 Positionen. Prinzessin, ja. Sehr gerne. Wenn man sich da öffnet, okay. Das ist dann, neue Schlagzeile. Ja. Sherry Reeves bewirbt sich fürs Dreigestirn im Kölner Karneval. Als Prinzessin. Ja, genau. Gefällt mir. Bis dahin hast du wahrscheinlich noch, kommen wir noch kurz dazu, wahrscheinlich noch ein paar andere Projekte. Bist du als Moderatorin, Entertainerin unterwegs. Was steht aktuell an bei dir? Du, ehrlich gesagt, ich sag das jetzt auch mal so, weil ich total happy und glücklich bin und mich sehr bedanke bei allen da draußen, die mir dazu verholfen haben. Ich habe jetzt irgendwie im April mit TikTok angefangen und habe irgendwie im Mai mit Instagram angefangen. Bei den einen habe ich jetzt, also ich habe eine eigene interne Competition gemacht, habe mich gestern bei Instagram mit TikTok überholt, so ungefähr. Bei den einen habe ich 150.000 in der Zeit gemacht und bei den anderen habe ich 145.000 gemacht und cool, das in der relativ kurzen Zeit. Bin total happy, aber nur, weil ich eine Nische gefunden habe, weil es gibt Menschen da draußen, die haben Sehnsüchte, die wollen aufgeklärt werden und die wollen kein langes Blabla, sondern die wollen es kurz, kompakt. Ich mache Denkanstöße, das werde ich auch weiterhin machen, weil das ist einfach mein Ding. Durch Wissen macht A. Ich habe ja mal diese Sendung mit Ralf Kaspers zusammen gemacht. Und das funktioniert ganz gut und das Tolle ist, man verdient sogar ein bisschen Geld damit. Das ist total schön, weil auch ich bin auch Künstlerin, auch ich kann das natürlich sehr gut gebrauchen. Auf der anderen Seite mache ich Hörspiele irgendwie auch und werd mein Buch fertig schreiben, was ich angefangen habe. Und ansonsten schauen wir, was da kommt. Bin da mal offen. Bin ja Künstlerin. Irgendwas. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Schauen wir, was da kommt, ist doch auch schon wieder ein schönes Schlusswort. Vielen Dank euch beiden. Da waren ganz tolle Aussagen, viele klare Statements dabei. Wir haben viel über euch gelernt und auch wieder mal über den Karneval und über Köln und über den FC. Dir alles Gute, Sherry. Vielen Dank. Danke auch. Wir müssen natürlich neutral bleiben, aber Wilke, dir auf jeden Fall jetzt auch viel Glück, viel Erfolg in den nächsten Wochen mit dem Stimmenfang und dann auch vielleicht bei der Wahl zum FC-Präsident. Vielen Dank euch beiden. Das war Bis der Nubbel brennt für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Wenn euch das gefällt, dann abonniert uns gerne. Unter anderem natürlich bei Instagram, aber auch auf YouTube und den eingängigen Kanälen wie Spotify. Also für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Danke an Sherry Reeves und Wilke Strohmann. Bleibt dick. Bis der Nubbel brennt ist eine Produktion von Goodwill Run und der Streaming Factory. Redaktion Alexander Haubrichs, Host Björn Lindert. Bis der Nubbel brennt.